Frederik Knüll, 31 Jahre, Kölner und letztes Jahr ziemlich erfolgreich bei den deutschen Cocktailmeisterschaften angetreten. Sein Ziel war klar. Ja, ich wollte das gewinnen. Und das hat er dann auch gemacht. Denn für ihn ist ein Cocktailmixen vieles. Genuss, Spaß, Leidenschaft. Und das hört man auch, wenn man ihn fragt, was denn das Wichtigste bei einem Cocktail ist. Egal wie abgefahren die Zutaten sind und wie neu das ist und wie spektakulär sich das anhört, wenn die Grundsubstanz nicht stimmt, also das Verhältnis von Süße und Säure und Spirituose oder Süße und Spirituose und anderen Balanceteilen, dann ist halt auch der Drink für die Katz. Das klingt einfach schon professionell. Da merkt man, für Freddy, wie seine Freunde sagen, ist Getränke zubereiten mehr als nur ein einfacher Thekenjob. Wenn man sich für den Weg, für den Beruf entscheidet, dann entweder das so ein bisschen zu machen oder halt mit der vollsten Hingabe, die man hat. Seit 10 Jahren steht er jetzt hinter dem Tresen und macht das mit voller Hingabe. Mit viel Training und Ausprobieren hat er es dann zum deutschen Cocktailmeister gebracht. Prahlen ist aber nicht so sein Ding. Natürlich ist man super stolz, klar. Andererseits ist es halt auch so ein bisschen unangenehm. Also nicht peinlich, das ist das falsche Wort, aber irgendwie bin ich immer so ein bisschen peinlich berührt, wenn mich Leute darauf ansprechen und immer denke, so, lass mich einfach durchmachen. Drinks machen, eine Profession. Deswegen arbeitet Freddy im Spirits. Eine Cocktailbar, die nicht einfach nur irgendeine Bar ist, sondern die beste Bar Deutschlands 2014. Standardcocktails haben hier Seltenheitswert. Die Cocktailkarte entspricht eher der Saisonkarte eines Restaurants. Wenn du halt irgendwie ein Jahr lang die gleichen Drinks mixt und die Gäste ein Jahr lang die gleichen Drinks trinken, dann wird das halt so langweilig. Deswegen geht Freddy regelmäßig auf den Markt. Schließlich müssen der Jahreszeit entsprechend immer die aktuellsten Trends gefunden werden. Gerade die Idee ist halt, weißt du, wenn man regional denkt, dann irgendwie auch für den Sommer was Frisches zu machen und was zum Thema passt, mit ein bisschen Fisch, ein bisschen Kohlensäure. Und das führt manchmal sogar zu kompletten Neukreationen. Das ist halt das Schöne an einem Markt, wenn man halt rumläuft. Dann kann man halt direkt sehen, also sich direkt genau vorstellen, was zusammenpassen und was nicht zusammenpasst. Vor allem, wenn man sich halt irgendwann mal so ein bisschen so ein Aromaprofil erschmeckt hat. Und dann man sagen kann, ich habe da vorne halt Blattspinat oder Mangoldspinat und dann habe ich hier Mirabellen. Da vorne Champignons und dazu irgendwie einen salzigen Tequila. Ein bisschen frische Limette und das passt echt gut. Ja. Was gut passt, das gilt es vor allem für die nächste Weltmeisterschaft 2015 in Sofia herauszufinden. Das ist nämlich Freddys nächstes Ziel, den weltbesten Cocktail zu mixen. Na dann, cheers!